Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Na, guck jetzt, die Stampede ist wieder da, Ja, ich kann's halt doch nicht lassen. Gut, zum einen, also ich glaube, das Abschaltproblem, ich muss da irgendwie drüber nachdenken, dass man da eine Motorbremse hinkriege, trotzdem Relais. Also das muss ich irgendwie mal logisch Schaltplan entwerfen. Aber wir haben heute was vor. Ich hab da so Knetfix gekauft und ich hab festgestellt, ihr habt da noch sowas im Lager. Und das habe ich nicht wirklich im Lager, das habe ich eigentlich von anderen Blaster vorgesehen, aber ja, das bin mir sicher, die sind bereit zu teilen. Das sag ich jetzt. Oder ja, da findet man sonst auch Lösungen, aber fürs Erste tut's das. Und ihr seht, woraus dann rauslaufen wird. Wir halbieren die Pfeile. Machen da so halbe rein. Weil ich glaube, das Problem ist, das Dartgate in vorne war vielleicht nicht so clever, aber mit dem Dartgate hat es ja auch nicht richtig funktioniert. Ich glaube, das Problem ist, dass es dann viel zu schnell schiebt und den Pfeil nicht richtig hineinlädt. Wir können ja mal einen Versuch machen. Den Pfeil jetzt ganz umständlich reinladet, so wie es eigentlich sein sollte. Dann laden wir ein leeres Magazin rein, weil ich die ganze Sicherheitstechnik haben wollte. Und dann laden wir noch einen Akku rein, weil das hat... Irgendwie wäre das schon cool, wenn das von der Roy auf dem Tisch standet hätte. Das wäre schon cool, wenn das nicht abgeflacht wäre. Wenn das abgeflacht wäre, nicht so. So, oder da. Lade ich. Dann auf Schieße schalte. Dann so in Kamera rein, dass ihr was seht. Da kommt es halbwegs sauber raus. Wir jetzt aber da so machen. Okay. Muss man doch nicht vom ersten KW schaffen. Man kann erst ein Magazin da, wenn man das andere raus tut. Herr Blaster-Ingenieur, das sollte sie langsam wissen. So, da. Das ist dann auf Schieße schalte. Ja, ich glaube, ihr seht das Problem. Ist da noch was im Lauf drin? Ne? Sind alle rausgeflogen, aber halt Reichweite 20 mm oder so. Damit können wir halt die Heber-Spielkamerad, komm mal ein bisschen näher, dass ich auch mal Chance habe zu gewinnen. Noch näher. So in etwa könnten wir dann vielleicht einmal eine Schlacht gewinnen. Ich bin am Überlegen, ob ich den Blaster schon vor der ersten Schlacht benennen soll. Bei der, glaube ich, auf die Stampede das erste Mal richtig wahrgenommen, also als coolen Blaster wahrgenommen habe ich ja den Captain Xavier, so ein amerikanischer YouTuber, glaube dass er aus den USA kommt. Und ja, der hat seinen Blaster benannt und hat gemeint, aber nicht vor der ersten Schlacht, also vor den Battles. Nein, aber ich habe jetzt fechte jetzt so viele Schlachten hier am Arbeitstisch mit ihm da. Bin am Überlegen, wie ich das benennen soll. Weil sonst geht mir das eigentlich herzlich am Poppers vorbei. Das da irgendeine Blaster zu benennen, aber der Stelle. Ja. Ich glaube, das heben wir uns für das Ende vom Jahr auf. Da denke ich noch mal ein bisschen drüber nach. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das mit den kurzen Pfeilen machen. Also,
irgendwie, der ist da. Ja, auf der anderen Seite Sichtfenster so rum, dann seht ihr auch was ich meine. Der ist da noch. Der ist da vorne rein. Dann müssen wir irgendwann mal noch genug Platz schaffen für ein BK. Oder das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir dann längere Lauf hätten, aber naja, was soll's. Was soll's, wir brauchen für Zukunft auch noch Geschäft. Das habe ich jetzt gerade da und das verwenden wir, weil ich wissen will, ob's denn überhaupt geht. Dann muss das so, dass das doch als Stopper dient. Ja, wisst ihr was? Ich drehe jetzt wieder um. Das war die Softbox. Da sind jetzt ja nicht arg viele Schrauben drin. Zerleg's, dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, Dele, offen ist. Ja. Aber alle Teile aufgehoben, als wenn die irgendjemand in den Originalzustand versetzen will. Fühlt euch frei. Das ist Spaß, ich glaube, das schmeiße ich irgendwann mal weg. So, jetzt mal die Klappe weg, dass wir da bessere Sicht drauf haben. Ja, was haben wir da? Müssen wir erstmal ein Magazin nehmen. Und da Gefühl. Schreckt wie das Ding da jetzt rausfliegt. Aber weg damit. Erinnert es mir halt dran, dass ich es zum Schluss nicht vergesse. Gut, als ob ihr das könnt, wenn ich das Video auf einmal mache. Da könnt ihr euch am Ende des Videos drüber lustig machen, wenn ich es vergessen habe. Oh, das ist ja wunderbar. Guckt euch das an. Guckt euch das. Ja. Wunderbar halt das. Das kann sogar. Kriegen wir das? Jo. Das ist auch geschickt, dass das wackelt. Das heißt, das müssen wir wahrscheinlich mit Klebeband umwickeln oder so. Jetzt müssen wir da noch den Deckel noch abmachen, dass man da noch gut aussieht. Das ist die kurze Schraube da hinten. Habe ich auch schon falsch gemacht. Das ist. Wie war das? Wird Meister, wenn man alle Fehler immer gemacht hat. So in etwa. Das machen wir jetzt schnell ab, dass man da nämlich gut nachsieht. Und das Mal bin ich faul, da diese Timelapse da zu machen. So. Das lohnt sich für das bisschen nicht. Das kann das sein. Ah, das können wir. Und das die Position bringen. So. Dann können wir nämlich da damit einfach rumspielen. Okay. Das verträgt sich natürlich jetzt mit dem Laufen nicht. Ich glaube, das hat den Pfeil nicht sauber reingeladen, oder irgendwie. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass es die Pfeile hauptsächlich eher rausschiebt, dass die Pfeile gar nicht richtig hineingegangen. Und das muss aber schon gewesen sein, bevor ich das Dartgate entfernt habe, weil das habe ich, weil das war keine Fehlerquelle. So, da müssen wir mal gucken. Das
dass ich das richtig mache, weil sonst... Oder wir machen das in 2 Etappen. Erst einmal das. Das muss irgendwie so rein. Und das ist der Anschlag. Das heißt, das wird dann auch. Und danach klebt man das Röhrle rein. So passend, dass das sich nicht beißt. Weil dann müsste man eigentlich bloß den Teil da vorne wegschneiden. Ja, aber das ist gut. Das da. Nein, das ist dick. Da müssen wir. Hey. Oh, das müsste eigentlich ziemlich ähnlich sein. Aber ich will halt noch, dass er das sauber schließt. So, da. Jetzt können wir mal probieren. Das geht nicht, aber das könnte. Das könnte gerade so rein passen. Weil das wäre natürlich ideal, wenn man das da einfach ein Stückchen miteinander. Ja. Oder das so aufweitet, dass das einfach. Das muss noch einfach genauso lang sein. Und idealerweise überlappt das einfach ein Stück lang, dann kriegt man gescheite Verbindung noch. Dann klebt man das einfach. Und danach machen wir dann das Röhrle entsprechend. Weil da können wir ein bisschen weiter zurückgehen oder ein bisschen weiter vor. Wobei wir natürlich auch mal die Feder auch raus. Das wird spannend. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Also nicht so mit Bronze oder also mit Kupferrohr. Da sieht man viele Modifikationen. Und entweder wir machen dann noch eine Motorbremse rein oder müssen halt den Teil da wegschneiden. Weil das hält nämlich das wieder im Einzustand oder eingeschalteten Zustand. Und erst wenn das zurück ist, und dann muss aber der Motor schnell genug bremsen. Weil wenn er dann ein bisschen weiter dreht, geht das wieder vor und es ist wieder eingeschaltet. Das ist unser Problem an der Stelle aktuell. Aber das ist ein lösbares Problem. Glaube ich. So, wir können mit dem Lauf ja, das ist ein Krampf. Ja, ach so, das hängt jetzt. So, wir können mit dem Lauf theoretisch so weit rein, weil dann wird das Magazin immer noch reingegangen. Ähnlich ist mit dem da Hanna. So, das heißt, das kann dann bis hier. Das muss auch. Ja gut, wir können das Ende noch ein bisschen. Da können wir ein bisschen was dran wegsägen. Ich hoffe, dass das wird volles Material sein, hoffe ich. Meine Spritzgussteil, also kann man da ein Stückchen Eckle wegsägen. Und das war die musikalische Einlage. Das, ja. Ich würde sagen, ich säge mal. Hab da auch schon Sägle vorbereitet. Aber das machen wir schnell im Lauf. Bis gleich.
So, oder abgesägt, gefeilt. Für euch hat das wahrscheinlich bloß ein paar Sekunden gedauert. Wobei, für mich jetzt auch nicht lang. Kunststoff ist der schöner Werkstoff an der Stelle. So. Dann müsste es. Das könnte gerade so sein, dass das. Warte mal. Das heißt, es geht da hinten die erste paar Millimeter rein. Schon aufpasst mit der Säge. Dicht ring angesagt. Das heißt, selbst wenn es da noch ein paar Millimeter übersteht, geht das noch rein. Okay. Das ist gut. Dann müssen wir gucken, wie weit das vorgeht dann. Ja, jetzt löst das wieder nicht mehr auf. So, da wissen wir nämlich auch, wie weit das vorgeht danach. Das bewegt sich jetzt von der Hanne bis da. Ja, das ist dann ziemlich ähnlich noch. Das kann dann bloß sein, dass man ja, das heißt, dann ist der Lauf dann noch da irgendwo. Den können wir jetzt nicht reinsetzen. Zum einen, weil er noch auf dem Boden liegt, und zum anderen, weil das Ding da stören wird. Und dann hätte ich sagen, machen wir an der Stelle einfach gemütlich. Das heißt, wir machen erst den einen Teil, der andere Teil. Hey. Und ihr seht gar nicht, was ich gemacht habe. Ich schreibe da mal bei den Teilen ausgefallen. Das da, das raufgeräumt ist. Hey. Saudeli. Zeig mir das da hinten so weit hinter wie möglich ab und das so weit vorne wie möglich ab. Also um das da alles mal nicht schade, das kriege ich noch mal her. Das weiß. Das wird halt. Ja. So. Das heißt, wenn die zwei Teile da noch so viel Überlappung hätte, wäre das gigantisch. Weil der wird das wahrscheinlich halten ohne viel Kleber. Jetzt gucken wir mal. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal sagen, da muss ich jetzt mutig sein. Und das mache ich. Schnell drauf. Bis gleich. Ach, das geht halt doch nicht so, wie das Augenmaß das zuerst hergegeben hat. Muss ich überlegen. Es könnte natürlich da sein, dass es an der Stelle weiter wird. Und die Alternative wäre, da schlitzen das aufweiten. Oder man sägt jetzt halt der Hanne ab. Weil da könnte es weiter werden. Dann hätten wir immer noch ein paar Zentimeter. Millimeter. Ich korrigiere, Millimeter. An denen es überlappt. Ja. Mutig. Oh.
Gut, hey ist ja schon. Es kann und wir haben ja schon einen Zustand, wo ich sage, okay, es geht nicht. Wir können nur noch in einen Zustand gelangen, wo es wieder geht. So, oder lang. Ah, scheiße. Bis Gott, auch nicht. Jetzt wäre Bandschleifmaschine was Tolles. Dann könnt ihr nicht einfach das, was ich jetzt da mit der Pfeile mache. Gut, wäre auch gescheiter Raum für Bandschleifmaschine, weil das macht viel Staub. Bloß den da überall hin. Also, wir sind jetzt, das ist ein paar Millimeter lang. So. Das so neu. Wisst ihr was? Das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Hey, ja, so war das nicht geplant. Jetzt ist sogar ziemlich gut drin. Das heißt noch ein bisschen. Dann müssen wir das irgendwie. Das ist es halt. Hat das halt ein bisschen prall in die Richtung, das soll nicht sein. Schon. Gerade nein. Ja, das ist eine andere Frage. Das muss da jetzt noch trotzdem. Dem Ding vorbei. Da ist jetzt halt der Hubbel nicht ganz so geschickt. Ja, da ist der Hubbel nicht ganz so geschickt. Ja, ich feile da nochmal weiter. Das wollte ich jetzt nur mal zwischendrin kommentiert haben. Das ist nicht so geschickt. Feil das nochmal runter, feil da noch ein bisschen weg und immer im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Sodele. Da habe ich ein bisschen zu viel gemacht, habe ich festgestellt. Den ganzen Teil hätte ich nicht abschleifen brauchen. Aber das ist okay. Dann können wir da Masse noch machen, damit das da Schräge hat. Und das innen klebt man mit Kleber fest. Weil so müsste es nachher sein. Das heißt, das habe ich jetzt hier markiert, dass ich weiß, wie weit ich das reinstecken soll. Dann haben wir da Kleber. Ja, ob das ein bisschen aufmacht, dürfte es auch gehen. Hoffe ich, dass der was taugt. Ja. So, da lang.
ist weg. Oh, Glück gehabt, dass er mal schnell genug ist. Dann müssen wir da noch. Also keine Ahnung, ich habe mit dem Kleber noch nie geschafft, bevor ich da eine Frage gestellt, ob der taugt oder gut ist. Lasst der Abole da. Wenn ich mit dem Kleber im Jahr noch schaffe, dann wird er vielleicht was taugen. Jetzt müssen wir da noch. Mit dem Zeugs habe ich auch noch nie geschafft. Ich stelle gerade fest, ich hätte ein Messerle vorbereiten sollen. Da braucht man wahrscheinlich nicht viel. Das müssen wir da abschneiden. Ah, jetzt macht es mit 2 Komponenten Sinn. Das ist äußere Komponente, Komponente und innere Komponente. So, und jetzt will ich das, wenn wir das dann abschneiden, brauchen wir nicht viel wahrscheinlich. Was habe ich denn Messerähnliches da? Oh, das ist gar nicht so schmutzig, wie ich erwartet habe. So, das bisschen dürft räuchern. Das andere. Okay, das riecht jetzt nicht so wahnsinnig gut. Dann kneten wir das. Okay, der Kleber ist schon fast fest. Weil das dauert 60 Minuten, bis grob fest ist. Und einen Tag, bis richtig fest ist. Ich würde jetzt sagen, nach dem Schritt räumen wir den Tisch und machen einen Schnitt. Und dann sehen wir uns. Also ihr seht mich dann in einer Sekunde wieder. Ich sehe das dann wieder 24 Stunden so in etwa. Boah. Also das ist jetzt kein Geruchserlebnis. Das kann ich euch schon mal sagen. Mir wurde versprochen auf der Verpackung, boah, dass das nachher schleifbar ist. Das heißt, wir müssen uns da nicht so anstrengen, da ganz eher drum, genug Masse in alles neu zu kriegen. Der Riss muss halt nachher dicht sein. Da vorne will ich halt auch einfach wir gucken schon. Also ich kann Vergnügen. So viel kann ich schon verraten. Guckt jetzt da noch schon. Dass man da so wenig wie möglich dass wir das gleich da haben, wo wir es noch brauchen. Ich glaube, ein bisschen ölige Finger oder so, der würde vielleicht helfen. Ich hätte mal was überlegen sollen, was ich mit dem Rest mache, aber das heißt, ein bisschen weniger hätte es auch noch taugt. Machen wir schön so eine Skulptur. Die landet dann in dieser riesen Kunstausstellung, die alle Müll nennen. So, das noch vorne. Das sollte schon glatt sein. Und je weniger ich schleifen muss, desto weniger Geschäft habe ich. Also je besser ich das jetzt hinkriege, desto angenehmer. Da kann ich eine 24 Stunden Zeugs von meinem eigenen Plasterentwurf und alles und 3D-Drucker anschmeißen. Dann sehen wir vielleicht im nächsten Video der eigene Plaster.
Weil das Video wird jetzt mit viel... Oh, das wird gescheit warm. Uiuiui. Es reagiert. Das wäre mit einer Wärmebildkamera witzig. Also wenn mir jemand eine Wärmebildkamera sponsern will, oder Leihe reicht mir schon, wenn jemand da eine zur Verfügung hätte, das wäre vielleicht ein cooles Video. Sehe da momentan für mich halt keinen Grund, mir eine Wärmebildkamera zu kaufen. Was man machen kann. Ja klar, das habe ich auch gesehen. Muss ich das sowieso zerlegen. Und das Zeug wieder aufräumen. Deckel drauf. Im Serienzustand. Fällt fast nicht auf, dass ich da was weggenommen habe. Gebraucht, fast wie neu. Wir können das dahinter verstärken. Da können wir noch. Das müssen wir natürlich. Da können wir auch ein bisschen was reinhauen. Das hat er in Reddit gesagt. Aber irgendwie nicht rausgefunden, wer Reddit da Benutzername ist und sowas. Aber ich hab's letzte Video verlinkt und wenn ich dran denke, verlinke ich es auch in dem Video. Ja, müssen wir so zerlegen und putzen. Was können wir dann? Boah, das wird schon schnell hart. Da nehme ich den Rest voll reinhauen. So. Das hätte ich natürlich vielleicht sauber machen sollen. Aber ja. Oh, das ist jetzt ganz gut. Jetzt habe ich ölige Finger. Das klebt. Also, das. Sticht. Also hat viele halbe getrunken, sticht. Dann können wir das noch. Schaut gerade richtig rum. Das ist geiles Zeugs. Also, gut, man sollte den Tag nicht vom Abend loben. Also, wartet auf den nächsten Schnitt, was ich da dazu sage. Dann kann ich euch wirklich sagen, ob das taugt oder nicht. Dann gucke ich jetzt mal, wie möglich von den Zeugs wegkratze. Alles, was man jetzt wegkratzt, muss man nicht mühselig wegschleifen. Das heißt, das heißt, immer da schon dabei sind, dann füllen wir das ganze Ding einfach aus. Das machen wir schnell. So, ja, neues Material ist immer interessant. Ich glaube, da brauchen wir nochmal so viel. Wo hab ich mein Covermesser jetzt hin? Das hat nicht vom ersten Kaffee schaffen, sagen sie. So. Das wird wahrscheinlich nicht ganz räuchern. Bin ja mal gespannt, wie nach dem nächsten Schnitt meine Finger aussieht. Ich warte jetzt dann am Ende von dem Teil, vom Tisch abräumen, dass ich auch einen halbwegs sinnvollen Schnitt hinkriege. Dann muss ich mir dann noch was überlegen, wie man das geschickt macht, oder das mag ich nicht. Ich mag mich aufs Basteln konzentrieren und das Video machen, das ist wichtig, aber das muss jetzt nicht die Hauptaufgabe sein. Also für mich ist Basteln aktuell im Vordergrund und da muss
das muss gut Spaß machen. Da muss was rüberkommen. Das hoffe ich, dass ich das hinkriege. Und kommen immer mehr Leute dazu, also das passt schon. Geh mal davon aus, dass das passt. Das andere ist dann auch wichtig, klar. Ich meine, muss ja unterhalten. Also das Schwätzen ist auch wichtig, das ist klar. So, das Neitrige, dass das auch. Da ist noch Luftblase drin, oder? Durch das. Das ist gut. Das ist ganz gut, dass das noch ein bisschen schmutzig ist. Da haben alle Rädlinger sehen sich sucht nach Fasching bei schmutzig. So, da. Der ist da. Es kann schon sein, dass das jetzt Luftblase bildet. Wobei, da ist die Frage, ob das wirklich schlimm ist. Ob das, wenn man Masse einsetzt, wird das trotzdem stabiler. Ich muss mal gucken, ob das mit normaler Säufe weggeht oder ob ich irgendwo Handwaschpaste da habe. Das sieht so aus, wie wenn das Blase bildet. Und es ist klar, das wird warm. Das heißt, das quillt dann noch ein bisschen. Die Blase dehnt sich dann noch aus. Das ist. Wie schon gesagt, das mit der warmen Bildkamera, das wäre mal cool. Oder wenn euch von einer von euch zufällig irgendwie Zugriff zu einer hat, einfach mal Video machen. Warme Bildkamera. Wobei ich mal gucken müsste, ob man sowas nicht recht günstig selber machen kann. Ich glaube, da habe ich mal gehört, dass sowas mit dem Arduino gemacht hat, das da bloß ein paar hundert Euro gekostet hat. Ja, gut, ein paar hundert Euro ist auch Geld. Also, muss mal gucken, ob sowas nicht selber machen kann. Das würde mich schon interessieren, aber arg gut, ich meine, arg warm wird es jetzt nicht, also da bräuchte man wahrscheinlich schon recht sensibler warme Bildkamera. Ja, Idee. Ja, scheiße. Es fehlt gerade noch da vorne für das da noch. Nur ein bisschen was. Oh, das ist schon gut. Das ist schon gut hart. Seht ihr? Das ist da noch. Ein bisschen kann ich noch eindrücken. Das geht recht schnell. Ich meine, schleifen weil ich das jetzt noch nicht können, aber. Boah. Mein Finger. Mein schöne Finger. Das Material. Oh, nein, das brauche ich nicht um den Finger. Da bringt's mir nichts. So. Ganz winzig. Winzig kleines Stückchen. Jetzt müssen wir nochmal ein finden, wo man was auffüllt. Das ist aber immer ganz praktisch, wenn man da überlegt, wo kann man das Material sonst noch verschaffen. Und wie schon gesagt, ich habe das erste Mal mit dem Material. Also das ist jetzt
Erst-User-Erfahrungsbericht, so in etwa auf Halbdeutsch. First User, keine Ahnung. Experience Report würde das heißen. Hey. Jetzt. So viel Schwäbisch quetzt, das Englisch auch fast oder vergessen habe. Jetzt gucken wir. Und idealerweise langt es gerade so aus. Real haben wir ein bisschen zu viel. Das heißt, das verschaffen wir da rein. Wurde ja auch gesagt, das sollen wir verstärken. Aber wir haben ja mit, glaube ich, 9 Kilo Feder habe ich drin. Noch recht moderate Feder drin. Wenn das alles klappt. Wobei die Seite von der Doyle sieht man nicht, das ist ganz gut. Auf der anderen Seite das Sichtfenster, das will ich. Ja gut. Das ist jetzt. So ein Schönheitspreis gewinnt das so nicht. Aber wir sind ja auch noch nicht am Ende. Sind wir da irgendwo durch? So, da. Ja. Wenn du das zur Stabilität beiträgt, dann taugt es ja. So, da. Das da. Jetzt packen wir das alles vom Tisch. Und ihr seht mich dann nach dem Schnitt, was in irgendwas um die 24 Stunden sein wird. Oder mehr. Weiß ich nicht, wie ich denn so dazu komme. So, guckt es euch nochmal kurz an. Dann seht ihr es gleich wieder. So. Mit der Magie des Schnitts werde ich dann noch einmal hingewaschen haben. So, da haben wir den leeren Tisch. Und jetzt ist es ein Tag später. Jetzt haben wir da. Jetzt müsste es trocken sein. Gut, das war gestern schon bockelhart, also das dürfte jetzt passen. Ja, das ist fest. Als ich da festgestellt habe, müssen wir da irgendwie gucken, dass wir die 4 mm da haben. Hab's gemessen. Dass wir die rausholen oder das da noch weiter reingenommen Gott. Sonst könnte es sein, dass wir da Probleme kriegen. So, was wir jetzt einmal testet. Ja, wunderbar. Das lässt sich super feilen. Also wir müssen das natürlich da haben. Schön glatt, dass da ein bisschen viel erwischt. Das muss ich da feilen. Sonst geht es uns. Da haben wir da auch nachher das Dingerle. Das limitiert es. Und wenn das, ja, das darf da nicht blockieren. Sonst wird das ein bisschen. Was wir auch noch haben, das muss ich auch feilen. Aber ich jetzt sage, bevor das ein 3-Stunden-Video wird, mache ich das im Schnelldurchlauf. Dann schwätzen wir weiter. Bis gleich.
So, 12 Minuten feilen und jetzt sieht so aus. Ja, den Teil sollen wir vielleicht noch. Eigentlich soll ich das lackieren, aber das wird ein bisschen kompliziert. Anmalen will ich es nicht, weil das ist ein bisschen blöd. Jetzt muss ich erst einmal die schnell putzen. Und ja, das haben wir jetzt auch gefeilt. Das habe ich da vorne noch ein bisschen mit Kleber verstärkt. Da war so ein Löchli drin. Irgendwo da seitlich. Das habe ich aufgefüllt. Das werden wir schon nicht brauchen. Das wird schon passen. Wird es besser machen. Mehr Leistung, ihr wisst ja, mehr Leistung. So, ich putze das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, das was ich ordentlich beschleunigt habe. Das braucht eigentlich kein Mensch, aber das macht sonst irgendwie ungünstiges Bild. So, jetzt seht ihr, das müsste jetzt sauber passen, sauber durchgegangen. Was man da machen können. Aber wobei, bevor ich noch nicht weiß, die Feder können wir mal vorerst rauslassen. Das macht uns zum Testen sonst nur Probleme. Ich muss herausfinden, wie die Positionierung ist. So, da schreibt er rein. Dann gucken wir mal, wie das von den ganzen her passt. Mal von vorn zurück bewegen. Dann müssen wir uns überlegen. Ah ja, zu dem Relais. Das ist auch schon auf dem Weg. Da brauchen wir ein 5-Pol-Relais, damit das umschaltet, den Motor dann bremst. Das habe ich schon bestellt. So. Jetzt müssten wir da hin einfach das ein bisschen weiter sägen. Dann kommen wir da schon 2 mm nach. Dann sägen wir da noch ein Stückchen weg. Dann dürfte man das komplett bis zum Anschlag hinkriegen. Das ist einfach das da oben der Anschlag. Wobei, wartet mal. Jetzt wo ich das so sehe. Das geht ja sowieso nicht weiter. Guckt. Da hinten ist da der Anschlag ja schon. Ah, schon geschafft. Schon erledigt. Schon gut, dass wir es zusammengebaut haben. Das ist. Ja, irgendwann in ein paar Jahre wird ich Stampede-Experte sein. Dann, wenn das Ding außer Serie ist. Bis dahin. Das hängt gar nicht da. Okay, dann bauen wir das ein. Das Ding das brauchen wir nicht. Das muss so rum rein. Das wollen wir glauben. Gott, das ist überhaupt so weit vor. Ich glaube, so richtig dicht machen können wir es nicht, weil sonst. Müssen wir mal da doch. Müssen glaubt doch die Feder mal testhalber einbauen. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Ja. Müssen jetzt mal mehr testen, wie dass wir nachher dann Spalt in dem Röhrle haben. Das wäre, glaub, das nochmal rauszukriegen aus dem Zeug, ich glaube nicht angenehm. Man, ist möglich, aber das ist, wenn wir es verhindern können, wäre mir das recht. So. Oh, das geht noch recht gut. Das ist nämlich alles nicht dafür gemacht.
So ich halt. So oder lang. Komm schon hierher. Und das wäre nämlich jetzt geschickt. Und das jetzt heute. Das einkleben. Und dann hoffe ich, dass das mit dem Schnitt halbwegs klappt hat, weil ich zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich da mit euch schwätze, weiß ich das natürlich nicht. Okay, das kann schon komplett. Aber das wird wahrscheinlich, ja, real wird es wahrscheinlich hier irgendwo stoppen. Ich meine, spätestens hier, seht ihr das gescheit? Spätestens hier wird das dann keine Zähne mehr haben. Ein bisschen. Ja gut, ne, das muss schon bis dahin. Weil dann löst nämlich das da aus. Wenn das auslöst, dann schnappt es zurück. Das heißt, ich klebe das da so nahe. Zack, das auslöst. Der. Weil sonst hätten wir halt da ziemlich schlechte Dichtung. Aber wenn man, das ist halt ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Wenn man das zu dicht macht, dann, gut, wobei, sonst muss man halt das dann nochmal abschleifen, das leichter geht. Halt, das ist halt schon, das ja, so hat es dann garantiert ausgelöst. Ja, das sehe ich noch. Da muss man dann mutige Entscheidungen treffen. Das heißt, mache das einfach so. Muss immer aufpassen, dass ich auch was seht. Da bin ich dann immer so vertieft und überlege dann, wie ich das mache, dass ich dann nicht ganz drauf achte, dass ich das auch noch videogerecht mache. Das ist noch ein bisschen, ich lerne das noch, das kriegen wir hin. Gebt mir da ein bisschen Zeit. Wenn es euch nicht stört, ist auch recht. Das ist besser. Da haben wir noch so durchsichtiger Lauf. Den sägen wir auch ab, quetschen wir da dazwischen. Dann dürfte es nämlich passen. So. Das geht schon gescheit so. Aber das ist halt. Ich glaube, das ist besser, wenn man da einen Spalt lässt. Okay. Jetzt. Wow. Scheiße ist das. Mal vor. Dann muss das so. Dann der die sage, ich zerlege das mal wieder, dass wir da gescheit nachkommen. Und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich.
Ich habe gerade einer dieser Momente, der, wenn ich amerikanischer YouTuber wäre, würde ich da viel Piep machen. So ein Scheiß. Das habe ich, ja, nicht, nicht richtig gemessen und dann das zweite Mal auch nicht. Jetzt ist es viel zu viel. Das heißt, das machen wir jetzt alles wieder weg. Scheiß. Das ist viel innerliches Fluche gerade. Fuck. Kann man da nur sagen. Hoffe, dass ich bis zu dem Zeitpunkt noch, wenn das Video live ist. Ja, weiß das schon. Gott, das ändert sich immer so schnell. Wenn nicht, muss ich dann doch ein Pieps drüber legen. Oder wir fluchen halt auf Schwäbisch. Vielleicht verstehen das die Algorithmen dann nicht. Eieieiei. Das habe ich jetzt zweimal gemacht und immer noch. Immer passt es nicht. Jetzt bin ich irgendwie zum Messesblöd. Es geht so Tag. Es geht so Tag. Sag's euch. Aber das kriegen wir auch hin. So. Das muss auf der Seite da hinten rein. Da muss das ja trotzdem da hinten so sein, dass das. Jetzt machen wir alles. Jetzt haben wir Krepppapier zum Markieren, dass das auch gescheit ist. Das ist zum Glück noch in dem anderen Kunststoffding drin. Das sieht man noch nicht mehr. Und das will ich alles nicht fest reinkleben, weil vielleicht finde ich da noch mal passendes so Scar oder sowas. Der BK wird da nicht reinpassen. Es macht gar keinen Sinn, BK Deutsch auszusprechen. Das ist ja Bearing irgendwas. Bearing Centered. Ach, keine Ahnung. Also eigentlich ein PK, also so Plastikding. Und ich wusste mal, was das bedeutet. Auf jeden Fall irgendwas, was dafür sorgt, dass das Pfeile rotiert, wenn es rauskommt. Dass der sich so schön dreht. So, ich würde sagen, das mache ich im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, jetzt passt's. Das ist ja fast schon peinlich. Aber nur fast. Ach, und eigentlich wollte ich die Feder rausschrauben. Naja, das war jetzt nicht geplant, eine halbe Rolle Tesa zu verbrauchen. Aber ja, das ist halt. So ist halt. Das ist auch nicht schlimm. Aber mal das so gut fest. Federle wieder raus. Komm schon. Das ist da auch noch ein bisschen gerissen. Das kann sein, dass man das. Ja. Und idealerweise kennt man da von innen einen Lauf dagegen, aber jetzt gucken wir mal. Das wird halten hoffentlich. Sonst müssen wir da auch noch was machen. So, da. Dann machen wir das jetzt halt nicht im Schnelldurchlauf. Muss ich euch nebenher ein bisschen unterhalten. Dass das nicht gar so langweilig ist, wenn ihr beim Schrauben zuguckt. So, dale.
Jetzt das nach vorne. Das da noch. Dann können wir das nämlich so festkleben. Das machen wir jetzt auch gescheit. Fließt da überall hin. Das ist natürlich nicht ideal, so ein Lauf bloß festzukleben. Bin am Überlegen, wie man das eigentlich geschickt machen könnte. Das Ding da noch Kleber reinlassen. Schauen wir mal, ob der Kleber so stark ist, wie er behauptet. Was sagt denn das, ob das überhaupt so... Mal gucken. Keramik, Glas, Gummi, Plastik, Metall, Holz. Ja, was auch immer das ist. Und ja, man grust. Also, Metall, Plastik. Also macht der Arbeit. Das tun wir jetzt halt. Das ist okay, wenn das in die Richtung fließt. Das andere wird so ein bisschen ein Problem. Hey, da könnte man wahrscheinlich ein bisschen Leistung rausholen, wenn man da einen Zentimeter mehr oder ein bisschen. Hoppala, nicht so viel. Bisschen, sagt die. Die scheiß Halterungsdinger. Wobei, dann schließt noch nicht ordentlich, das ist auch scheiße. Und so dürfte es gescheit schließen. Die Dinger gehen mir auf die Nerven. So. Mal da. Muss halt gucken, dass ich da, dass der Kleber nicht in die falsche Richtung geht. Und nicht an den Finger. Die hätte ich gar nicht mit dem Blaster verbunden. So. Ja, das kann schon sein. Hoppala, Softbox. Dass man da noch ein bisschen von dem Schmutz rein hat. Dass das jetzt. Weil sonst lernen wir da wahrscheinlich noch eine Woche lang da Kleber rein. Ich weiß ja gar nicht, wo der überall hinfließt. So haben wir halt. Hoppala. Seht ihr auch gescheit was? Es ist gerade wie wenn ich es wirklich geplant hätte. Guckt euch das an. Fass ich den Kleber noch. Das ist halt schon. Das ist schon genial. Jetzt hoffe ich nur, dass. Gut, nach Ende wird es passen.
wird schon dicht genug sein, dass das... Schauen wir mal, was da an Leistung rauskommt. Oder ob sie überhaupt geht. Und jetzt brauchen wir erstmal noch das 5-Pol. Das 5-Pol-Relais. Oder der Klacker-Relais. Ganz pragmatisch. Gut, an der Stelle möchte ich dann halt auch wirklich, dass einfach sicher offen ist. Bei das, ich glaube, beim mechanischen Relais auch nicht immer gegeben ist, aber anderes Thema. Das war pragmatisch 12 Volt. Gibt es für Autos genug Zeugs. So ist gefunden, das kann 30, 40 Ampere. Der S-Duft für die Zwecke da nicht lange. Ach, deswegen Gott, das ist so schwer, das hat da noch. Das war da so seitlich drüber, das sollte natürlich nicht sein. So, da lang. Dann machen wir Schmerzen haben. Das brauchen wir nicht. Die Dinger muss ich halt noch suchen. Das kennt ihr ja jetzt schon. Das habe ich gestern schon erklärt. Oder für euch, also je nachdem. Gut, vielleicht teilt ihr euch das Video auch auf mehrere Tage auf. Das weiß ich ja nicht. Aber für euch war das halt vor was weiß ich, wie viele Minuten. Das kann ich euch dann sagen, wenn ich das Video fertig geschnitten habe. So, da. Oh, habe ich den Teppich mehr so noch. Das Problem mit dem Aufräumen, da finden wir noch einmal nichts. Da unter deiner liegt es und sagt nichts. So, da brauchen wir Gläuscheible. Das dürfte lange. Dann Deckel wieder drauf. Zack. Und ja, das riecht so abenteuerlich. Aber seht, lässt sich gut schleifen. Und ob stabil ist, finden wir auch noch was. Das kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber das macht einen festen Eindruck. Also das sollen wir dann nochmal von der Kleber reinfließen lassen. Dann verabschiede ich mich wieder vom Tag, so in etwa. Ich hoffe, dass ich morgen dazukomme. Aber für euch ist das undramatisch. Bin da bloß ein paar Minuten weg. Das muss ich dann noch halt schon irgendwie so lagern. Das sagen wir mal noch, wo der Kleber noch fließt. Gut, das ist halt. Viel, wo das überall sich verteilen kann. Da bin ich gespannt, ob das so geht. So, jetzt soll ich natürlich das schräg lagern, dass man das in eine andere Richtung fließt. Das wär verheerend. So, das hier durchkneten, bis halbwegs gleiche Farbe hat. Das ist. Aber auch zuerst gedacht, dass ich das auspackt habe, ja 2 Komponenten, das ist aber so ist. Ja, eher drin. Bin ich mal gespannt, da müsste die ja irgendwo eine Schicht dazwischen haben eigentlich. Weil sonst wird das an die Übergänge schon reagieren. Und das war die schon richtig gemacht habe. Ansonsten muss ich halt gucken, dass ich schnell verschaffe. Und jetzt kommt, glaube ich, mein Relais. Bis gleich. Ich glaube, das Klingeln hört man nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, aber es hat gerade klingelt. Da ist das Relais, das packen wir jetzt zusammen aus. Ja, wird das auch noch Unboxing. Made in China, okay, wen wundert's. Das wird dann. Da müssen wir dann aber das Motor Plus da noch legen. Und da haben wir entweder das Batterie Plus oder da das Batterie Plus halt und da haben wir dann das Motor Minus. Wenn das dann, oder wir müssen mal gucken, welches die durchgeschaltete Seite ist, wenn es anzogen ist. Das muss ich mal. Ja,
das mal, du. Oh, guck. Und das wird hier. Ah, ne, ja, muss man das Datenblatt durchlesen, weil das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber ich vermute mal, das ist, wenn die Spule spannungslos ist, dann ist das da der Weg. Das heißt, da muss dann das Motor minus, weil dann muss der Motor kurzgeschlossen sein. Und wenn so, also, ja, wenn es angezogen ist, muss auf jeden Fall, also, wenn es durchgeschaltet ist, oder die Spule, wenn die Spannung hat, dann muss auf jeden Fall die Batterie zum Motor Plus. Wenn die Spule keine Spannung hat, dann muss der Motor kurzgeschlossen werden. Das ist. Und ich habe nachher noch ein paar Ständler. Ach, da ist es. Um das Datenblatt durchzulesen. Und dann machen wir das auch. Oder das sollte man nicht mal. Oder es halt durchklingeln. Wenn man mit dem Netzteil das ansteuern. So, da natürlich. Seht ihr da was? Ich sehe es ja fast selber nicht. Das darf natürlich nicht Überstand, aber ich will halt trotzdem da ein bisschen was reinkriegen. Okay, das hinterlässt keine Spuren, das ist echt gut. Oh, hoppla. Jetzt wird es schon fast fest. Ja, das war jetzt wahrscheinlich auch nicht der beste Schnitt, weil gerade als ich mich hingesetzt habe, bin ich gegen den Plaster gedotzt. Das ist ärgerlich, denkt man sich da. Aber ja. Ich lerne das noch. So, das da dagegen drücken, dass man das. Ich brauche das da drin. Das wird schon ruckzuck fest. Oh, da kommt das Relais entgegen. Ja, du kommst bald raus. Aber noch nicht jetzt. Oh, das ist jetzt schon. Das ist anfangs so ganz weiche Geschichte und jetzt ist schon richtig hart. So, das schmieren wir einfach da rein. Dass wir nachher das irgendwie festgehalten wird und okay, Ahnung, das halt verschafft ist. Lassen wir mal Zino testen. Okay, das geht gut, nein. Ja, das passt gut. Das ist ganz gut, dass das vorne ein bisschen dünner ist. Seht ihr's? Das wäre sonst ein bisschen enger Geschichte. So, jetzt gucken wir mal den Lauf noch runter, dass da irgendwas ist, was stört. Das sieht gut aus. Das ist halt alles noch lose, wenn man das einen falschen Winkel hat. Hoppala. Ja, nee. Nee, da kriege ich keine Tröpfchen. Nein. Das testen wir aus.
Ja, Scheiße. Genau das. Ah. Okay, soll's halt richtig machen. Das heißt, das schrauben wir jetzt einfach zu. Jetzt machen wir Schnelldurchlauf. Nachräumen wir den Tisch für einen guten Schnitt. Dann schwätzen wir morgen weiter. Dann bis gleich. So, der Tisch ist wieder sauber. Und da haben wir, ja, jetzt müsste also 6 Stunden seit dem letzten Video, also seit dem letzten Schnitt vergangen sein. So in etwa. Das dürfte, glaube ich, ausreichen, damit uns das nirgends abhaut. So. Jetzt müssen wir eigentlich das bloß noch, ja, bloß noch anschließen. Also gut, das mal wieder wegmachen. Weil das will ich nicht drin haben. Jetzt sage mir, also wir müssen das jetzt wieder zusammenbauen. Und das 5-Pol Relais einbauen. Dafür gucken wir uns mal die Funktion an. Das sieht schon gut aus. Ich meine, ja, hätte jetzt so orange Farbe da, das wäre schon cool. Weil das sieht halt durch das Sichtfenster ein bisschen schäbig aus. Ja. Und ich glaube, alles zwar mit dem Pfeifenreiniger durch oder so. Dass der gröbste Kunststoff draußen ist. Das müssen wir irgendwann mal. Ja, Farbe irgendwie. Also, das da haben wir wahrscheinlich vorne das abkleben und den Rest machen wir mit so einem Orange oder. Das überlege ich mir noch, aber erst gucken wir, dass es funktioniert und dann gucken wir, dass es hübsch aussieht. Der Reihenfolge. Oh, da hat mein Vergangenheits-Ich Fingerabdrücke hinterlassen. Eieieiei. Sowas. No, den können wir auch rausnehmen. Okay. Ja. Der funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Aber das ist auch nicht dramatisch. Oh, es liegt auf dem Boden. Weil eigentlich nicht auffallen soll. So, Dilla. Was wir machen müssen, stehst da noch rausbauen. Und der ist da vorne rein. Dafür haben wir mal. Ja. Schlechte Vorbereitung. Das ist jetzt nicht. Das bringt natürlich nichts, wenn ich das nicht einstecke. So, Dilla. Sieh da, schon geht's. Dann brauchen wir noch Multimeter. Für die Leute, die aufpasst haben, müsste das Messmittel Nummer 1 sein, oder? 2 war Schiebelehre. Und 3 ist doch der Chronograph. Ich glaube, das müsste so sein. Also, was haben wir? Für die Spule ist 85, 86. Das sind die zwei. 85, 86. Und 30 ist der Input. Das heißt, da muss nachher unbedingt unser Motor Plus drauf. Das ist, wenn wir da das Batterie Plus drauf machen und das umschalten, dann machen wir einen Kurzschluss auf die Batterie. Deswegen testen wir das jetzt, löten wir das, dann testen wir das
ohne das Rädel und die Feder drin. Und das testen wir dann mit dem Netzteil, weil das dürfte dann können wir mit dem Netzteil testen. So, 30 ist das da unten. Jetzt haben wir das ist A, das ist nur, das heißt, das ist mit A durchgeschaltet. Ja, das heißt, das ist der spannungslose Fall, der da. Jetzt hat es klackert. Jetzt müsst. Ja. Genau. Das heißt, auf A kommt dann Motor minus. Und auf das 87, das ist der Fall, wenn ihr den Drücker drückt und alle anderen Sicherheitsmechanismen das zulasst, dann muss Plus, also Batterie Plus, mit dem Motor Plus verbunden sein. Und ansonsten muss der Motor selber kurzgeschlossen sein. Das müssen wir jetzt bloß alles richtig machen. Das Netzteil ausschalten. Ich will nicht testen, was das macht, wenn wir einen Kurzschluss machen. Also zumindest nicht absichtlich. Also, dann haben wir das auch geklärt. Das ist der spannungslose Fall. Das ist ja dann recht einfach. Das heißt, wir müssen da bloß noch. Bitte, ich muss es gerne von da noch. Ich habe da, glaube ich, schon irgendwo. Ja, ich habe da irgendwo eine Abzweigung, ja, weil da gegangen mit dem braunen Kabel auch raus. Das habe ich ja hier. Das heißt, dann müssen wir da bloß nochmal was nachlöten. So, da ist wieder ein bisschen aus dem Bild. Das brauchen wir erst nachher wieder. Ja. Das soll es halt auch Eckfarbe geben. Das wäre schon cool. Aber ich jetzt sage, wir tauschen das Relais kurz. Was heißt kurz? Also für euch wird es kurz sein. Für mich wird es ein bisschen dauern. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, ich jetzt sage, wir testen mal, ob das geht. Ja, das hat jetzt ein Falltester auch überstanden. Wäre blöd gewesen, wenn das außerhalb vom Kamerawinkel hingegangen wäre. Gehört habt das wahrscheinlich auch nicht, weil den Sound schneide ich nicht rein. Habe ich nicht aufpassen, bin ja damit dagegen gekommen. So, testen wir, ob das geht. Ei, Scheißerle. Das ist nur geschraubt. Das müssen wir ändern. Seht ihr, da habe ich nicht aufgepasst beim Kabel verlegen. Das ist sonst, um da 5-mal rum und um zu gehen in den ganzen Wirrwarr, ist kurz. Das heißt, das Kabel muss er direkt wegnehmen. Dann nehmen wir noch ein Tröpfchen Heißkleber. Klatsche das da in die Ecke.
Aber das machen wir nach dem Schnelldurchlauf. Wenn das alles geht, weil dann gang ich da auch überall mit Isolierband drüber und das kleben wir mit Heißkleber noch, falls wir da doch irgendwann mal das ändern wollen. Dann muss ich so überlegen, wie wir dahinter das Ding zumachen, wenn wir eine Lipo einbauen können, wie wir denn das alles, den Alarm und so, da könnte man eigentlich schon das Original Batteriefach nehmen und das halt entsprechend hier irgendwo absägen und das dann zumachen. Das sind aber Dinge, die machen wir dann in die nächste Runde. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir die andere Schale, weil da ist nämlich das Schalter drin. Oder, ja komm, wir nehmen hier das Permanentschalterle. Dann Spannungsquelle her. Hinter Einschalter. Ja. Ich sag's euch, wenn die Verbindung hochrum ist, geht's halt nicht. So, das heißt, Batterie Plus kommt dahin. Jetzt kommen wir. Ja. Das ist ganz gut, wenn das noch nicht alles isoliert ist. So. Jetzt an. Und dann fließt. Ihr seht kein Strom und genau das soll so sein. Das ist gut. Dann brauchen wir da Platzhaltermagazin. So. Wir brauchen da den Deckel. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht ausgebaut habe. Da seht ihr, wie schnell der Motor jetzt aufhört. Wenn der kurz geschlossen wird, bremst er sofort. Das heißt, das haben wir richtig angeschlossen. Wenn ich drücke, zack. Weil das war nämlich das Problem, dass der Motor da weiterdreht hat. Seht ihr die Lichtshow? Ja, jetzt was nicht mehr gerne. Das ist. Seht ihr das? Kriegt man das auf Kamera eingefangen? Ich glaube, das ist. Da ist als richtig Bürstefeuer. Ja, das hat man jetzt gerade gesehen. Das habe ich jetzt. Yep. Das heißt, das passt. Wir
gegangen. Da noch, das haben wir eine Batterie angeklemmt, das ist da noch der 30er, geht zum Motor. Das ist wichtig. Der 30er geht zum Motor. Wenn man dann bei dem 30 nämlich die Batterie draufgelegt hätte und da noch den Negativ, dann hätten wir einen Kurzschluss. Und das will ich beim Lipo auf jeden Fall nicht machen. Und das hätten wir jetzt aber auch hier sofort festgestellt. Weil das wäre dann hier gleich ein Kurzschluss gegangen, dann wäre das da wahrscheinlich Strombegrenzung gegangen. Oder was auch immer, vielleicht wäre da eine Sicherung geflogen. Ich weiß es noch nicht, ich habe das noch nicht kurz geschlossen, aber wenn so ein Netzteil müsste normalerweise sicherer sein wie so ein Akku. Jetzt müsste es eigentlich passen, dass man das da haben. Dass man das dann sauber abschalten kann. Okay, das heißt, das Netzteil weg. Dann putze ich in der Pause mal das Teil. Dann machen wir da übrig Isolierklebeband noch. Dann machen wir das Relais so rein. Ist aufgeräumt. Dann schrauben wir das alles zusammen mit Federle und allem drum und dran und alles rein. Und dann sehen wir uns nach dem Schnelldurchlauf und dann schwätzen wir weiter und testen wir so, ob es geht. Dann bis gleich. Ja, so, jetzt habe ich das da doch noch mal kurz das Stecker verklötet. Ich habe das nicht in der richtigen Position gestoppt und da ist der Zusammenbau dann ein bisschen arg kompliziert. Da unten ist jetzt ganz viel Fett drin. Ein bisschen übertrieben, aber das verdeut sich dann hoffentlich noch. Ja, das geht ein bisschen schwer zurück, das gefällt mir nicht. Zu viel von dem Fett ist auch nicht gut, das haben wir ja schon festgestellt. Vor allem in dem Getriebe taugt das nicht. Jetzt legen wir das da an. Dann müssen wir das jetzt in der Position rotieren, weil das habe ich von Hand nicht nachgebracht. Dann nutzen wir halt die Technik dafür, dass das in einer Position ist, wo das Getriebe nicht im Weg ist. So, oder? Das ist jetzt ganz praktisch, das Ding kann man immer mal wieder brauchen. So. Okay. Ich bereue meine Entscheidung, dass ich die Sicherheitstechnik nicht ausbaue. Schwäche im Fell. Wird Zeit fürs Bettle. Oh ja, da passt die schwäbische Verniedlichung. So, oder mal. Eigentlich sollte ich das jetzt da noch so fest haben. Gucke mal, dass ich da ein paar Tropfen Öl reinkriege, aber da war ich mir nicht ganz sicher mit dem Heißkleber, aber das hat ja, da habe ich deswegen noch Isolierband drumherum gemacht. Aber das muss halt
Sonst, wenn jemand da nicht aufpasst, ist das nachher blöd im Weg. Und das wäre nicht so gut. Jetzt der dritte Hand einfach um ein bisschen Öl reinzutröpfeln. Warte mal. Das kriegen wir doch auch so hin. Wenn ich das vorher aufmache. So, jetzt. Schraubstöckchen praktisch. So. Zack. So, da. So, passt. So lassen wir es. Aus. Weg. Der ist abgesteckt. Dann können wir weiter mit dem Zusammenbau machen. Ja, schön das fettige Zeugs reinfassen. So, da. Das machen wir dann schön brav im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, jetzt können wir es mal testen. Okay. Dann können wir beliebiges Magazin rein. Okay. Ah, der Schalter da unten. Uiuiui, das hat jetzt Gewalt. Sag's euch. Uiuiui. Und vor allem, es geht wieder aus. Und ich glaube, das hat ausgelöst. Der hilft bloß alles. Der hilft bloß alles. Tester. Ich glaube, die Klappe. Das Ding fliegt raus. Beim nächsten Mal. So. 2 von Anfang. So, da. Das. Ui. Ui. Okay. Okay. Es liegt nicht am Plaster, sondern das mal eine Pfeile. Ui. Die sind da, die stecken. Und wie bekomme ich die jetzt raus? Okay. Die steckt im Lauf drin. Und aber so gut. Ja. Ich muss da Stäbli holen oder sowas.
Und wir brauchen andere. Die Pfeile sind nicht gut. Nicht gut, ne? Oh, ja. Eieiei. Also, Scheiße. Das habe ich schon gedacht, oh Gott, das jetzt nicht. Oh Gott, das jetzt nicht. Aber das muss halt richtig. Ich hole jetzt mal Stab. Dann stecken wir das raus. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. Ja, das habe ich getestet. Also die gehen wesentlich leichter. Also das ist, ja. Also die anderen, die sind ja in dem Lauf festgesteckt. So, da habe ich. Ja, dafür ist das Plasтерl dann vielleicht doch zu schwach. Um so viel Kraft oder so viel Druck aufzubauen, dass es die andere durchpfeift. So, da lang. Der ist da. Der ist da. Jetzt. Guck mal. Das Magazin sollte in Orange haben, das wäre cool. Aber haben wir einen 3D-Drucker. Das löst nicht. Was hält er dahinter? Das löst nicht so viel aus. Das löst nicht zuverlässig aus. Das ist das Problem. Da ist der Hahn. Warum löst das nicht zuverlässig aus? Das muss da viel stärker vorgespannt sein, oder? Oh, das ist nervig. Da muss ich da noch. Weil sonst hätte das jetzt funktionieren. Okay, wenn ihr das Magazin wieder irgendwas ausgelöst hat. Ab und zu mal auf dem Liebhofwasser, aber da ist gemütlich. Raumtemperatur. Das ist halt, das sollte ab. Der Auslöser. Das Gottes sei, dass da das Fädel nicht so stark ist. Ach, dass es nachher dann doch an irgendwas lag. Gott, ist auch so weit zurück. Und das ein bisschen. Habe ich den. Was habe ich denn? Da noch. Da ein Stück was rein machen, dass das einfach nicht so weit zurückgeht. Dann muss der sich auch nicht so weit bewegen. Weil das verstehe ich sowieso nicht, warum das so weit. Und das dauert eigentlich lange, wenn das bis hierher geht und den Rest macht es dann. Dass das bloß ein bisschen zack und zack, 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 zack. Können wir ein Stückchen. Da schneiden wir so ein Pfeil zu. Das mag ich, wenn ich schnell durchlaufe. Bis gleich. So, ein Stückchen Schaumstoff drin. Nicht, dass ich dann nachher doch das Federle tauschen muss. Das wäre nervig. Das bewegt sich immer noch nicht. Das müsste. Up. Ja, das ist der Schalter.
Das heißt, das liegt an dem da Hanna. Ja, und da Hanna, die Schraube, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr verwenden, die ist abgerissen. Das kann sein, dass ich die, oder das müsste, ja. Da muss ich da sonst mal gucken, was wir da machen müssen. Ja, hilft jetzt alles nichts. Wir zerlegen das und gucken uns das an. Dann, bis gleich. So, jetzt testen wir das ja so. Das ist halt ärgerlich, wenn das nicht gescheit auslöst. Also, ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Ich meine, da haben an dem Teil haben wir eigentlich jetzt nichts verändert. Ich meine, klar, da sind die stärkere Federn drin, aber das dürfte eigentlich nicht ausmachen. So. Das löst. Man das löst nicht zuverlässig aus. Ich meine, das ist jetzt besser wie vorher. Also, vorher hat es gar nicht ausgelöst. Das ist halt. Das ist ärgerlich. Und Lauf ist leer. Das seht ihr jetzt nicht, aber das glaubt man halt. Das kann sein, dass ich dann noch irgendwo andere Feder oder sowas noch organisieren muss oder die einbauen muss. So. Okay. Das löst nicht ganz zuverlässig aus, aber wenn es tut, dann tut es ordentlich. Man muss riskieren und das zusammenbauen. Also zumindest so. Ja. Mal ein paar Schrauben rein. Mal gucken, ob wir ein paar Messwerte rauskriegen. Und dann lassen wir es jetzt für heute auch gut sein. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt echt keine Ahnung, wie lang das Video ist. Ich meine, ihr wisst ja. Gucke, dass man die Kabel nicht einquetscht. Das ist ein bisschen angeschickt vom Winkel, euch das zu zeigen. Ich glaube, damit habe ich einfach genug weggeschnitten, dass das nicht der Fall ist. Da haben wir hier. Das ist ganz praktisch. Wenn ihr so viele Modifikationsteile machen wollt wie ich, dann hätte ich euch das empfehlen. Oh, sieht es auch nicht schlecht aus mit dem Magazin. Da hätte ich euch das empfehlen, also einen Jumper zu machen und das dann. Weil das ist echt unhandlich, wenn man das machen muss, wenn man da die andere Seite so rumliegen hat. Das finde ich, gut, ich meine, ist klar, für Rechtshänder ist das ideal, wenn man das auf der Seite hat. Aber ich finde es schade, dass sie das nicht eigentlich irgendwie auf der anderen Seite gekriegt haben. So, dass ihr das jetzt mit dem Zeigefinger bedienen könnt. Und Linkshänder. Ja gut. Gut, das hätten wir ja schon so machen können, dass man den Hebel da noch irgendwo da noch macht. Und den lang genug, dass man den entweder da mit dem Daumen bedienen kann oder von vorne, sodass man den einfach verlängert. Ah ja, das wäre die nicht mehr ändern, dafür ist der Blaster wahrscheinlich alt genug, dass das nicht mehr gemacht wird. Deswegen brauchen wir da eigentlich auch nicht philosophieren drüber. Also, ich schraub's zusammen und dann gucken wir mal, ob das gescheit schießt. Dann bis gleich.
So, jetzt ist zusammengeschraubt. Das geht jetzt natürlich nicht, weil kein Akku drin ist. Nein. So. Und einschalten sollte man es. Okay. Das ist so jeder zweite Gott dann in etwa. Und leer ist. Das heißt, wir können da mal versuchen. Also versuchen, so ganz gemütlich. Weil, das sollte man wahrscheinlich auf einzelnen Alter das Messmittel heranzuziehen. Das ist Messmittel Nummer 3. Es fehlt nur noch, dass man den Messschieber Tisch zieht. Aufwachen. Wir wollen Messungen machen. So. Der ist zu. Und 33,2. Weil das irgendwie das kann sein, dass ich die Feder noch tauschen muss. Der ist gerade noch nicht zuverlässig. 27,1. Das hat jetzt zweimal ausgelöst. Oder beim zweiten Mal hat es ausgelöst. Das ist mal in den Nacken rein. Ah, hier ist ein T-Shirt drin. Bin ich froh, dass die Kamera von mir wegzeugt, gerade an der Stelle. Sonst wäre ich jetzt bekannt. Es bleibt jetzt ein T-Shirt drin. Beim zweiten Mal löst es aus. Das ist faszinierend. Das heißt 35, was haben wir jetzt? 34,8 war der letzte. Also 33,2, 27,1, 34,8 und 35. Alles in Meter pro Sekunde. Oh, das hat jetzt lang gebraucht. 70,4. Das war jetzt 3,4 oder sowas war es sogar. Es kann sein, dass das. Also wenn es dann schießt, dann ist okay. 80,7. Den. Ja, jetzt haben wir Mittel von 27,7. Ich glaube, wir haben sonst auch mal ein bisschen Kruststoffzeile räumen, 6 Messwerte genommen. Jetzt lassen wir mal meine schlaue Mappe befragen. Ja. Oh, das heißt, selbst die schlechten sind knapp über maximal. Also der hat in Teil 1 18,0 maximal gehabt und 16,2 im Durchschnitt. Und da sind wir mit 27,7 drüber. Also das wird passen. Wenn es jetzt nur zuverlässig funktionieren hätte. Also das ist was mir noch nicht gefällt. Und der ach, richtig. Ach, da draußen. Jetzt laden wir das mal. Also, das lassen wir jetzt mal. 27,7 und minimal 17,4 und maximal 35. Dann packen wir das wieder auf die Seite. Bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir noch einmal gucken, dass wir. Ich muss mal gucken, ich glaube da in dem Auslöseding, da muss ich das Federl tauschen. Aber das habe ich nicht da. Aber das habe ich auch gesehen, dass es bei manchen so Tuning-Sets, dass das da anderes Federl gibt. 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Jetzt für die Show nochmal. Es ist jetzt schon mal, zumindest schießt schneller. Ei. Ja, okay. Okay,
Nee. Das war ganz gut, dass wir da jeweils bloß einen eingeladen haben. Da kann uns nämlich das nicht passieren. Da ist uns das... Okay, der ist schon okay. Aber jetzt ein ganzes Magazin im Lauf, denn... Die zwei, die sind jetzt halt hinüber. Okay. Das heißt... Das ist jetzt nicht... Das war jetzt nicht die Show, die ich gar nicht gehabt hätte. Ja. Oh ja, da ist der Lötkolben noch seitlich. Okay, jetzt hat es mir jetzt schon 2 eingeladen. Warte bis es. Ja, da schießt die Beute raus. Das ist halt scheiße, wenn das nicht zuverlässig auslöst. Also das geht nicht, weil, ich meine, wir haben jetzt schon einen wesentlich stärkeren Fortschritt, wie das ist. Ich meine, das war vorher, als es noch schwach war, kein Problem. Da hast du die halt so nacheinander durchgeschoben, weil das nicht genug Kraft hat. Ich sag's euch. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das jetzt ist. Ich meine, ihr werdet es wissen, weil es in der Videoüberschrift drin steht. Wenn es dann marschierst, dann tut's gescheit. Also, vollautomatischer Blaster, den man einzeln laden muss. Also, das ist irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. Das ist jetzt 3-4 Mal. Also zumindest besser, wie bevor wir es geschmiert haben, da hast du mich gar nicht bei. Also so circa jedes 2., 3. Mal löst es aus und dann schießt es gescheit. Das ist halt blöd. Das kann auch sein, dass man da einfach ein bisschen mit dem 3D-Druck oder Klötzle hinmachen, dass das schon zeitiger auslöst einfach. Ja, das ist nicht das, was ich gern hätte. Kriegen wir das vielleicht so eingeschliffen, dass das irgendwann mal geht? Da muss ich da doch noch den Fädel gucken. Die hat es jetzt beide auf einmal geschossen. Ja, wir scheitern uns da so langsam voran. Also, das ist ja. Kommen wir wieder raus. Das ist ja schon ganz spannend, dass das überhaupt geht, dass ich das überhaupt hinkriegt habe. Und jetzt muss ich nur gucken, was ich da machen muss, dass das wirklich zuverlässig auslöst. Und dann ist es sauberes Plasterle. Und bis dahin ist halt ärgerlich. Und dann kümmern wir uns um die ganze kosmetische Sache, kümmern wir uns um so Zusatzfunktionen. Ich meine, wir haben hier so viele Schienen, wo man da anderes Zeug dran machen kann. Und irgendwie Snackhalter oder so. Und dann auf der anderen Seite wieder mein Zielwasserhalter, das ist dann, wenn man da wirklich da über ein paar 100 Meter jemand treffen will, dass man dann auch wirklich trifft. Natürlich nicht, aber es stört einen weniger. Ja. Weil da hätte ich jetzt schon auch langsam einfach Bock drauf, dass es technisch geht und wir uns um weitere Dinge kümmern können. Und nicht da so Stück für Stück und dann doch nicht. Aber ich mein, wir haben jetzt das erste Mal eine Leistungssteigerung. Also, ich meine, ein Durchschnitt von 27,7 ist okay. Ein Meter pro Sekunde. Das ist okay. Hast du gut gemacht. Es ist gut. Es ist jetzt kein vollautomatischer Blaster mehr. Also ja. Aber naja. Ich guck mir das mal an, da finden wir auch eine Lösung dafür. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blasteringenieur.